Hallo miteinander, herzlich willkommen zum Greenway Gaming Let's Play Gunner 3 Level 5. Ich würde sagen, gibt es nicht viel dazu zu sagen, fangen wir gerade an. Ausser dass da am Level am Anfang gerade recht krass ist, mit relativ vielen Gegnern und so, glaubst du? Ja, genau. Vielleicht ist es etwas nicht praktisch. Das Problem ist, wenn wir da nicht holen im Level 4 durch die Spikes nahe sind, dann hat man da nachher nie und da kann man wirklich recht viel brauchen. Wie man sieht. Das Coole ist, man kann sie ja nachher noch killen. Ist aber echt unnötig, weil sie machen den nicht mehr. Aber es funktioniert wie gesagt nur bei den Menschen. Bei den... Die fliegen, da kann man zwar... Aha! Damit auch killen, aber... Ah, jetzt wird's knapp. Da kann ich nicht killen, weil das Schild immer noch hat. Ah! Ach! Natürlich habe ich den Timer wieder nicht richtig gestellt. Aber egal. Versuch Nummer... Was ist das? Versuch Nummer 2. Genau. Ganz vergessen. Ah! Nein! Genau die gestanden aus. So. Jetzt kommt er glaube wieder so. Nein! Nein! Mühsam, weil der Rot kann ich mit dem nicht killen. Und sind wir davon, wer zuerst ist. So, jetzt ist der Rot weg. Jetzt kann ich aufs 9 wechseln. Ach, ey. Ja, wenn ihr seht, ist der Level schon schwerer. Aber weil sie es meine Let's Play ist, schneide ich natürlich nicht raus, klar, aber... Ach, schon wieder der. Die kann ich übrigens auch mit dem killen, wenn wir sehen. Das ist der Download-Link in der Beschreibung, den könnt ihr es auch mal abladen und falls ihr wollt. Und dann so ein Zeitduell machen oder so. Der schießt immer gerade zweimal, das ist richtig. Ich warte auf, dass der schießt, aber... So. Yes! Jetzt haben wir den grössten Teil geschafft. Ah nein, der Level hat noch einen Boss. Relativ krass, glaube ich sogar. Bei da ist mir das letzte Mal das Game abgestürzt, wo ich das letzte Mal besucht habe. Insofern, ich habe es geschafft. Und eine Waffe jetzt noch da, und keine Waffe, geil. Da innen, ja. Raketenwerfer. Der ist noch lustig. Und ihr seht, haben wir jetzt schon recht viele Waffen. Das 5 hier. Er killt die gegnerischen Agenten mit einem Schuss, aber uns eben auch. Und gegen so Augen ist er auch nicht schlecht. Und da gerade nochmal eine Waffe. Die ist aber relativ schlecht, die habe ich... Ja, was ist jetzt noch so? Da habe ich auf jeden Fall die habe ich glaube ich nicht richtig verwendet und werde das jetzt auch nicht verwenden. Da haben wir schon die erste Raketenwerfer Gegner. Das einfachste ist natürlich so. Ja. Ja. Und das Level ist jetzt gerade vorbei. Aber es kommt noch ein Boss. Und zwar rote Dinge. Und nochmal ein Geheimgang, glaubst du? Yes! Diese Waffe ist ganz geil. Das ist so wie die Verbesserung von dieser... Ah, schmissen wir, muss ich immer alle Tasten kommen. Das ist die Verbesserung vom E. Einfach mit doppelt, also mit 2. Und es ist schneller, ich glaube es. Auf jeden Fall, das ist recht, da geht auch dort Wand durch, das ist recht stark. Dann die ich euch auch zeigen, das ist die Nailgun hier. Ist ähnlich wie das normale MG, einfach stärker. Das ist noch praktisch bei dem Boss. Bei dem Boss gibt es nämlich einen Trick. Er
kommt da vorne. Und bei dem Boss kann man da hinten stehen und schiessen und warten, bis er stirbt. Da mache ich natürlich nicht die ganze Zeit, sonst hätte ich so keine Spannung mehr. Sonst sieht man eben nicht, was passiert. Aber ja. Aber sonst kann ich den Schuss eben nicht ausweichen, wenn ich da vorne stehe. Ah. Ja, genau. Aber jetzt am Anfang habe ich noch genug Leben, dann könnte ich auch schon machen. Schon, aber... Ja, das nicht so gescheit ist, wenn ich da... Ja, ich bin ein bisschen auf Sicherheit, jetzt habe ich nicht mehr so viel Leben. So, dass ich da auch aufkomme, jetzt kann ich den Schuss nicht ausweichen. So, theoretisch könnte ich mit der Rolle... Jetzt ausprobieren. Nein, das ist aber recht schnell sein, ne? Ja, was? Das wird ja funktionieren. Ja. Ja, und jetzt muss ich einfach warten, bis der Knurr durchgeschlagen ist. Ja, und jetzt ist er tot. Jui. Puh. Du hast letztes Mal einfach Musik nicht gekommen und ich war eingeschlossen gewesen, habe nicht einmal sterben. Das Game mit dem Taskmanager müssen beenden. Mal safen. Und jetzt ist die Frage, soll ich das Level auch noch machen? Ja komm, wir haben noch genug Zeit. Mit welcher Waffe ist die Frage? Ich muss sagen, die Lufttrionen oder wie die heissen, sind noch gut zum Killen mit denen. Und nur so zum sagen, das ist jetzt eigentlich... Wow, schon das letzte Level. Und dort haben wir jetzt ganz viele Waffen und nachher kommt eigentlich nur noch der Boss. Und jetzt immer so Geheimtritt hinter diesen Flüssen. Das ist die kleine Version vom Bolter, elektrifiziert, ja keine Ahnung. Das ist noch lustig, hat ein bisschen Splash und so, aber hat recht lang zum Nachladen. Ich würde eher sagen, dass ich da den nehme. Für die komischen Trioden, oder wie auch immer. Jetzt kommt plötzlich da einer mit dem MG, voll. Ah! Ich hab's gewusst, aber nein. Ja, ich spiele schon noch gut. Und da gibt es noch so Waffen. Und nach dem Endboss, der relativ schwer zu besiegen ist. Das war jetzt knapp gewesen. Kommt dann noch ein Bonuslevel, aber da kann man erst spielen, wenn man alle Waffen freigeschaltet hat. Ja, welche Waffe sollen wir nehmen? Mal sie. Und man muss alle Waffen freischalten. Es gibt so Waffen, die zum Beispiel erst erscheinen, wenn man das ganze ganze Game durchgespielt hat. Also zum Beispiel in dem Level gibt es eine Waffe, die man erst sieht. Und die Waffe da ist ganz geil, um sie zu holen. Aber es ist extrem riskant. Aber ich brauche sie. So, was ist jetzt das? Safe nicht? Nein. So, es ist so wie der Raketenwerfer. Einfach so ein... Nein! Ja, wenn ihr gesehen habt, hat es jetzt gelegt und bin gestorben. Das ist nämlich ein bisschen fies an dem Game. Eben, es ist wie die bessere Version vom Raketenwerfer, aber ja, wenn das Game so klein ist und so kurz, spielt es ja nicht so Rolle. Und einfach viel schneller, aber schade macht es glaube ich gleich viel. Ja. Ja, auf jeden Fall. Ich spiele es halt jetzt noch einmal, aber ja, ich habe jetzt schon ein bisschen mehr Waffen. Da muss ich nicht mehr alles riskante Zeug holen. Und... Nein, jetzt kommt wieder der Scheiß.
Ja. Aber ja, den Endboss mache ich sicher im nächsten Level. Ist noch freudig mit dieser Waffe. Das ist einfach keine Chance. Aber in diesem Level gibt es dann noch bessere Waffen geben. Es ist voll schade, dass der Game so wenig Levels hat. Wir müssen eine andere Waffe nehmen. Weil das geht recht viel von denen und ist relativ mühsam. Vor allem wenn man das erste Mal spielt und einfach angelassen oder durchkommt, dann kommen etwa 4 von denen gleichzeitig. Kommt noch Raketenwerfer, ne? Voll. Wow. Ich meine, das liegt tot, aber das ist einfach, dass wenn sie zu weit weg stehen, dass sie gar nicht sterben können. Ich muss halt einfach warten, bis er nicht mehr schaut. Aber jetzt habe ich ja die Waffe. Das ist nochmal so eine Waffe, also in dem Level gibt es wirklich extrem viele Waffen, die man auch sieht. Und da bin ich nicht mehr ganz sicher. Auf welcher Seite man muss runter, um die Waffe zu holen, aber ich glaube, man muss hier hinten runter. Wo da hinkommen und wieder zurück. Ja. Das ist... Moment, welches Y? Die ist noch krass, also... Nein, ach... Was soll das immer mit diesen Lags? Der wird halt doch ein längerer Part. Was jetzt? Ich frage mich gerade, was in dem Level für einen Boss gibt. Das Level muss ich für einen Boss haben. Moment. Boss. Das Level hat eben auch keinen Boss, stimmt. Jetzt bekommt ja gerade der Endboss im nächsten Level, aber das nächste Level ist nur der Endboss, weil der Endboss ist extrem schwer zu besiegen. Im Vergleich zu den anderen, sagen wir mal. Wer den Trick kennt, ist nicht so... Es ist immer so mühsam, die Waffen wechseln gleichzeitig. Vor allem wenn man das Ding nicht auswendig weiss, den Buchstaben. Und gleichzeitig schaut, dass man nicht beschossen wird. Den jetzt zum Beispiel. Was wollte ich noch sagen? Ja. 7. Nein, 8. Keine Chance hätte ich. Und eben, ich werde wahrscheinlich noch einen Speedrun machen. Vom Ganzen. Was ist jetzt? Vom ganzen Game am Stück. Und wenn ich das Level natürlich nicht beim ersten Versuch schaffe, so wie jetzt, dann von einfach manchmal vor. Also bei dem Level oder je nachdem. Aber ich werde nicht irgendwie da zusammenschneiden oder so, logischerweise. Es ist einfach alles am Stück von dem, wenn ich das Spiel starte, was dort, wo ich das Spiel beende. Echt super blutig, wenn du so schaust. Das macht gefallen. Mit dem schreibt mit 2 Schüssen ist da könnte es sein, dass das blöde Y nicht schlecht ist. Wenn man am richtigen Ort trifft, so schnell, aber... Ich glaube das Level... Oh, ist schon fast vorbei. Das ist jetzt knapp. Wenn die nicht wären, ja. Und da unten jetzt nochmal eine Waffe. Ich muss sie holen, weil das ist die beste, was sie in dem ganzen Level hat. Auch wenn es einen Lag wird geben und dann... Das Part ist eh gleich fertig, aber... Ich muss sie haben. Das ist ein R. Weil... Mit dieser Waffe killt man den Boss, wenn man eine Ahnung hat. Das ist einfach die stärkste und der geht am schnellsten. Wenn ihr seht. So. Krass. Und das war es für diesen Part. Das Level ist fertig. Ich würde sagen ciao und so, wir sehen sich. Peace.